Zettel mal rein von der Kühle. Von der Palme? Was? Heute sind wir... Oh! Heute sind wir herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch mal wieder mit dem... John Maria Finger, sorry. Fuck you! Ah, was sagst du oder sag ich's? Ja, ist egal, wir sind rein. Es ist lustig, oder? Ah, okay, gut. Ja, ist lustig. Habt ihr gelacht? Wenn ihr gelacht habt, gebt das Like auf das Video. Wie ihr seht, bin ich nicht bei mir daheim, sondern wir sind da draußen. Wieso? Ich habe gemeint, so sieht dein Wohnzimmer aus. Weil wir sind Schweizer YouTuber und wir müssen ein bisschen das Klischee... Schweizer Berge. Genau. Es ist mega chillig da. Also, das Es ist mega chillig, Alter. Der Boden ist grusig as fuck. Es sticht alles in meinen Ich schwöre, es hat überall Viecher, Ja. 12'000 Mucken. Ja. Darum, Es ist mega geil da. ja. Nein, um das soll es nicht im Video gehen, sondern was machen wir in dem Video? Ihr habt uns auf Instagram, @JohnMariaFinger, Nattystyle_. genau, dort habt ihr uns unangenehme Fragen auf Instagram geschrieben und ja, auf die werden wir jetzt eingehen. Ja, die einen sind pervers, die anderen sind auch alle pervers. Es sind alle pervers. Ihr seid perverse Schlingel. Also, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Video an. Let's go! Oh! First time! Okay, fangen wir ganz easy an. Sind ihr zufrieden mit eurem Körper? Ja, ich schon. Ich auch. Also ich will sagen, es gibt immer so Sachen, wo man nicht zufrieden ist oder weniger zufrieden, aber es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf dieser Welt, der sagt, ja, mein Körper ist perfekt. Und Doch. Ich? Halt die Fresse! Nein, natürlich, ich bin mega der Lauch, aber sonst bin ich voll zufrieden. Schon mal in die Hose gemacht in den letzten 3 Jahren. Ja, ich habe mein Bett gepisst. Also ich habe mich schon mal fast eingeschissen, aber nur fast, weil das WC war besetzt war. Und dann habe ich mir fast in die Hose geschissen, aber ich konnte es gerade noch können heben. Aber vielleicht hat der Stift schon einmal rausgeschaut, wer weiß. Nein, sonst, ich habe safe mal irgendwie ins Bett geschifft. Ja, Oder eben. nicht? Aber hast Wie du das alt auch bin schon ich mal eigentlich? Oh shit, ja mal seit 16 irgendwie safe mal so einen Sprutz Pisse im Bett gehabt. Hast du es nicht auch so, wenn du träumst, dass du auf dem WC bist? Mal und dann lässt man einfach laufen. Eben, das habe ich auch gehabt. Ich schwöre, das hat doch jeder mal gehabt. Also für alle Fangirls, die irgendwann mal in meinem Bett schlafen, die wissen, ich habe dort reingeschifft. Bist noch Jungfrau? Also ich bin Sternzeichen Wassermann. Ich bin Stier. Oh, holla. Ich glaube aber im Bett. Aber da bin ich Also- auch Stier. Also, ob ich noch Jungfrau bin? Nein, ich bin nicht mehr Jungfrau. Ich bin ein alter Mann. Nein, ich bin nicht mehr Jungfrau. So. Ja. Nee, ich bin auch keine Jungfrau mehr. Was habt ihr vom jeweils anderen gedacht, wenn ihr euch zum ersten Mal gesehen habt? Die Frage wollte ich vorher gerade auch vorlesen. Du Also als nächstes, was ich gedacht habe von den Nattystyle, als ich sie das erste Mal gesehen habe, das war in St. Gallen, gell, beim Wende-Dreh. Ja, wir haben Wende gefilmt bei dir, ja. Ich weiss es im Fall nicht mehr so. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich gedacht habe, wow, richtiger Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich gedacht, ja, fette, junge Dame, attraktive junge Frau. Schleim, Schleim. Nein, ich weiss doch noch, ich habe dich und den Adi gleichzeitig das erste Mal gesehen. Und ich habe mir vorgestellt, dass sie gleich groß sind. Ich weiss nicht wieso. Ich Und bin dann etwa 12 Köpfe kleiner als das. Eben, und darum bin ich so überrascht. Und dann habe ich als erstes gedacht, dass du kleiner bist. Dass ich ein kleiner Mann bin. Nice! Hast du schon mal einen Korb bekommen? Grüße aus St. Gallen. Grüße auf St. Gallen zurück. Ich glaube nicht. Also, Hast du noch nie einen Korb bekommen? ich glaube, ich habe noch nie irgendwie... Nein. Also ich habe schon einen Korb bekommen. Und zwar so, ich bin eigentlich nicht der Typ, der auf Instagram irgendwelche Girls Ja, anschreibt. eben, ich auch nicht. Ich habe noch aber nie jemanden angeschrieben. ich habe eben mal ein Girl angeschrieben und sie hat geschrieben so, ey nein, ich kann den nicht. Ja moin, ich habe jemanden zum neuen einladen. Und sie hat dann geschrieben, absolut nicht. Schon mal an einer anderen Unterhose geschmeckt. Also ich nehme jetzt mal an einer anderen als einer von dir. Ich habe nicht mal an meiner eigenen geschmeckt. Nicht? Nein. Hä? Was? Hä? Hä? So nach einem Tag checken oder nach 2 Tagen, ob man sie noch einmal anlegen kann? Also das machst du doch... Also Hä? das haben kannst du wir- nicht schmecken. Boah, das ist safe auch schon geschmeckt. Also ich schmecke jetzt nicht jeden Tag an meinen Unterhose so, aber ich kann nur tragen. Aber ich habe safe auch schon so, Hey, ich noch nie. Das ja, aber kann man noch anlegen. Wer? Oder Nein, halt- das habe ich ja nie gemacht. Also bei meinem Geschmack, der Rose. Sorry wegen diesen wechselhaften Lichtverhältnissen, aber da hinten chillt die Sonne so hinter den Ja. Wolken. Und Ja. sie denkt immer wieder so, hallo. Und tschüss! Genau. Habt ihr euch schon mal selbst befriedigt?
Selbst befriedigen? Ich? Als Alter! Ja, sicher, logisch, natürlich. Hä? Machen das nicht? Aha, ich hatte gedacht, das war so ein ironischer Joke. Ja, hatte ich ja zuerst vorgehabt, aber ich habe dann gedacht, ich kratze noch die Kurve. Ja, ich tue mich selbst befriedigen, immer wieder mal. Ja, aber also, sind wir ehrlich, das macht ja gefühlt fast jeder in unserem Alter. Und jede Frau, die sagt, sie macht es nicht, Ja. shut the fuck Schwör. up. Bei Männern ist es immer so, oh, ich bin so cool, ich werde mir einen von der Kühle. Von der Palme? Was? Ich weiss die Sprichwörter nicht einmal. Ja, aber bei der Frau ist es ein mega Tabuthema. Noch anschliessend an die, schaut ihr Pornos? Ich würde gerade fragen, schaust du Pornos, um dich selber befriedigen? So richtig, dass es angenehm ist zum Beantworten. Oh, grüße uns auch meine Lehrer, die das sehen. Ja. Ja, manchmal muss man sich einfach gehen, oder? Ja, ich habe auch schon Pornos geschaut, um mich zu befriedigen. Beziehungsweise, ich schaue auch immer noch ab und zu Pornos, um mich zu befriedigen. Ah, Ach, mein Bein. Ich Alter. muss schnell stricken. Warte schon. Es tut so weh. Hey! Wie lang ist dein Schnäbi? Mein Schnäbi ist verdammt lang. Ich habe mein Schnäbi noch nie gemessen. Was ist das für ein Wort? Schnäbi! Ja! Ich habe meinen noch nie gemessen. Und jetzt denken, nein! So der Safe alle sagen, jeder Mann hat seinen Schwanz schon mal gemessen und wer es nicht sagt, Opfer. Ich habe ihn auch schon. Peinlichste Story of your life? Ich habe zwar schon mal im Internet erzählt, das ist dort, wo ich meinen toten Fisch im Wasser. Stimmt, ja, voll. Ja. Könnt ihr sonst das Video da oben gucken, da habe ich es erzählt. Also ich glaube, ich bin Mensch, ich habe so viele peinliche Sachen erlebt. Aber was mir jetzt noch im Kopf ist, so an Peinlichkeit, ist so, wo ich mal das Gefühl hatte, ich habe meine Mom am Arm und rede mit ihr. Am Arm, vor allem an der Hand. Und dann hatte ich so einen alten Opi an der Hand, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und ich erzähle ihm so die Story of my life. Und es ist so richtig. Also ich habe den angeschaut und ich bin kreideweiss geworden, Mann. Mir sind Tränen schon in die Augen geschossen und ich habe nachher gesehen, meine Brüder und meine Mom so 10 Meter hinter mir laufen. Die haben sich wahrscheinlich einen Schaden gelacht, aber das ist mir aber das ist so doch unangenehm. jedem schon mal passiert. Das habe ich auch schon. Schreibe in die Kommentare, wenn euch das schon mal passiert ist. In welchem Alter hast du das erste Mal gehabt? Also, ich habe glaube mit 15, was heisst glaube, ich habe mit 15 mein erstes Mal gehabt und meine Freundin war damals 2 Jahre älter als ich. Das heisst, sie war 17 und ich 15. Ich hatte mein erstes Mal mit 18 gehabt. Was ist das Peinlichste, was du je gegoogelt hast? Was das Peinlichste, was ich gegoogelt habe? Ich habe schon so vieles gegoogelt. Oh, Bruder, ich weiss doch nicht, was ich gegoogelt habe. Also ich habe safe schon mal gegoogelt, so Sachen wie bringt man Menstruationstassen raus oder... Okay. Ich mag mich noch erinnern, als ich meine erste Freundin hatte, habe ich gegoogelt, wie man gut küsst. Ach, ja. Yeah, das ist ja mega herzig. Sind ihr früher fest pubertierende Kinder gewesen? Hashtag bitte anonym. Also, danke an die Frage. Bist du ein fest pubertierendes Mädel gewesen? Ich absolut nicht. Nein, ich war voll nicht die, die irgendwie immer ausgetickt ist. Oder klar, ich war eh so ein Spatzünder, habe ich das Gefühl. Darum... Spatzünder? Das sagst du doch so? Ja, mal. Nein, ich war voll nicht so mega pubertierend. Also ich glaube, safe meine pubertierende Phase gehabt, wo ich auf den Gang rausgezogen bin mit all meinem Zeug und nicht mehr... Ich wohne nicht mehr daheim! Ah, echt? Auf dem Gang nein, das habe ich gewohnt. gar nicht gehabt. Oder auf der Straße oder bin abgehauen. Also ich hatte safe meine pubertierende Phase gehabt. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben so probiert, möglichst viele Fragen von euch reinzunehmen, weil ihr habt recht viel gestellt, was ich cool finde. Oh! Wir haben noch ein mega cooles Video bei ihm gedreht. Also, das haben wir eigentlich noch nicht gedreht, aber wir drehen jetzt gerade und es wird Fire, weil wir haben je 10 Kindheitsbilder von vergangenen Jahren, wo wir beide aussehen wie kleine Geckos. Wir haben die Bilder noch nicht gesehen. Wir haben die Bilder noch nicht gesehen, wir schauen sie uns jetzt gerade an und reacten darauf. Es wird mega nice. Geht ruhig vorbeischauen, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert mich und ihn und... Oh, sorry. Voll den Nackenklatscher. Geht bei ihm vorbeischauen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss! Ey, voll nicht so. Ja, ich hab voll nicht so antwortet.